Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Switch Special Let's Play von mir, Drandobaki. Ja, es ist wieder mal Zeit für ein neues Spiel. Nein, nicht ganz. Wir haben hier Breaking Point Arma 3 Mod. Das Ganze ist jetzt eine Survival Zombie Game auf der Arma 3 Maps. Jawohl. Mir persönlich gefällt einfach das Arma 3 Interface absolut nicht. Warum das jetzt die Anzeige schwarz ist statt weiß, fragt mich mal da nicht. Wir nehmen wieder die Waffe und mit I kommen wir ins Inventar. Und das kennen wir ja eigentlich schon von Arma 3, das übliche, ne, sag jetzt mal, das übliche Interface. Ich lege alles mal am Boden, wo ich nicht brauchen kann. Hunting Board for PSA. Warte mal schnell. Ich wirf da einfach die Sachen weg, die ich eventuell brauchen könnte. Okay. Bierchen lesen, brauchen wir nicht. Gut, weg mit dir. Jetzt haben wir nämlich wieder Platz für unnötige Sachen. Mann, jetzt habe ich gemeint, es würde irgendetwas kommen. Wie ist das die Natur? Okay, gut. Ja, gut, gang weg. Danke, dann habe ich einen Schuss verbraucht. So, wir stehen wieder auf. Und laufen mal zu dieser Hütte. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher dort schon gesehen bin. Nein, warte mal. Da habe ich... Ich habe keine Ahnung, wo ich gesehen bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingegangen. Auf jeden Fall geht es darum, Zombies erledigen und so lange wie möglich zu überleben. Wobei, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, das heißt... ich weiß nicht mehr genau, wo welche Anzeige ist. Erstens, technische Anzeige habe ich nie gefunden, also ich weiß nicht noch, ob das noch drinnen ist. Ich meine, die Rucksäcke sind gut und recht, wenn man noch würde sehen. Wie viel Platz das die wirklich hatte. So, wir nehmen wieder die Old Mac. So. Jawohl, Breaking Point. Wir schauen auch, dass wir jetzt demnächst noch einen Zombie kriegen. Natürlich können da auch andere Spieler sein, die mich erschießen oder sonst etwas machen. Hat zum Glück noch keine getroffen, aber ja, es gibt auch Tiere, die man erlegen kann. Oder Brötle, dann das Fleisch, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie das mit dem Essen funktioniert, wo die Essensanzeige ist oder so. Das macht nichts. So. Arma 3 Grafik. Ja, was will man noch dazu sagen? Breaking Point geht eigentlich wirklich darum, um zu überleben. Und Nahrungsanzeige habe ich jetzt wirklich noch keine gefunden, wenn ich im Inventar bin. Sehe ich da nie. Ich weiß zwar nicht, ich weiß
nicht, was das da ist. Das ist ein Kompass. Aber was das da ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier auch nichts zu essen oder zu trinken, wo ich kann sagen, ja, mit dem könnte ich es ausprobieren, ob sich das wieder füllt oder nicht. Da haben wir das Fleisch, schon einmal gut. Das Infected Fleisch von einem Zombie. Schmeckt sicher gut. Ja, irgendwo haben wir auch noch die Möglichkeit, die Person von extern anzuschauen. Ich weiß allerdings Tastenkombination nicht. Tja, so soll es gehen. So, wir folgen auf der raus und hoffen, dass wir gleich wieder ein Hütchen sehen. Schauen wir mal ins Inventar. Ja, das könnte schon irgendwie essen, heißen und trinken, aber es war hure komisch. Also ich weiß nicht, was das bedeutet. Wenn ihr es wisst, in den Kommentaren mit. So. Das sieht ziemlich ein bisschen ödes Gameplay, ich weiß es. Voll keine Action, aber wartet mal ab, bis wir in eine Großstadt kommen. Dann geht's zur Sache. Dann weiß man nicht mehr, wie und was man soll machen. Ich muss sagen, ich habe relativ viel Glück gehabt in dem Spiel bis jetzt. Ich habe schon 11 Zombies gekillt. 0 Spieler. Das ist eigentlich auch nicht meine Absicht, Spieler zu killen, sondern wirklich nur Zombie zu jagen. Und da haben wir das Häusle, wo unbewohnt ist. Da gehen wir gerade mal her und schauen mal, was wir da finden. Ich finde es ein bisschen doof, dass das Knülle nicht auf Kontrolle ist. Oh, da haben wir eine Kiste, aber wir haben keine Möglichkeit, die Kiste zuzumachen. Oh, was haben wir denn da? Jawohl, eine Toolbox. Und eine Hydraulik. Ja, das ist eine Killbox, oder nicht? Schmeißen wir das weg, nehmen wir das. Wie viel Platz braucht denn das? So. Ja, das Spiel hat wieder ein bisschen ein Problem mit dem Aktualisieren, aber ist okay. Doppelbau und Shotgun. Oh, Old Rim Experience. Wenn mein Kollege jetzt da wäre. Ich kann da leider nicht Munition rausnehmen, aber ist okay. Very good, very good. So. Wir laufen da wieder mit der Pistole rum, wie man sie weglegen kann. Fragt mich mal nicht, das weiß ich nämlich nicht. Aber wir laufen jetzt weiter bis zur nächsten Großstadt und schauen mal, was wir da finden werden. Irgendwie möchte ich jetzt noch gerne den einen oder anderen Zombie erschießen. Oder so ein Tierli wäre auch nicht schlecht. Ein bisschen Fleisch, denn ich weiß nicht, ob das Infected Fleisch, ob man das kochen kann, damit es nicht mehr nicht mehr infiziert ist. Das weiß ich nicht. Man könnte da auch taktisch vorgehen, aber Zombies hört man in der Regel, wenn sie rum sind, die machen so komisch Geräusch. Und ja, die Karte, altes
ist extrem groß. Es gibt auch die Möglichkeit, Altis, also bei Arma 3 auch RPG zu starten auf Altis, wo man quasi da weder fighten, also fighten natürlich schon auch, aber hauptsächlich geht es dann darum, dass man quasi Aufträge erledigt, Geld schaffeln tut und das Ganze halt im Rollenspiel macht. Du kannst zum Beispiel Drogenhändler werden oder sonst irgendwie kriminell werden, kannst natürlich auch friedlich bleiben und so weiter. Also noch interessant, wenn es wirklich ein aktiver Server ist, was RPG wirklich unterstützt, beziehungsweise was RPG auch wirklich als RPG spielen lässt. So, jetzt kommen wir hier schon einmal zu einer gefährlicheren Gegend. Außer sie haben Zombies weggenommen, dann ist alles friedlich. Oh, da finden wir Wutz, Bandage. Ja, komm jetzt. Also werfen wir die mal weg, denn ich glaube, die brauchen wir nicht. So. Irgendwo habe ich das jetzt drin da. Mal gucken. So, da haben wir die nächste große Stadt. Also ja, groß ist übertrieben, aber das größere, was wir bis jetzt hatten. Dann würdest du jetzt hier gang drüber steigen. Da haben wir die Kirche, wo für Zombies eigentlich nichts sollte sein. Aber wenn es da eine Kirche hat, heisst das für mich auch, dass wir jetzt in einer Stadt sind, wo ein bisschen mehr als nur ein, zwei Häuschen sind. Und wo mehr als ein, zwei Häuschen sind, heisst es natürlich auch für uns, dass hier Zombies leben. Wahrscheinlich bin ich jetzt gerade auf einem Server, wo keine Zombies sind. Das finde ich schade, das finde ich wirklich schade. Denn ich wollte eigentlich euch noch zeigen, wie das aussieht, wenn Zombies da sind. Aber da der Server neu gestartet ist, beziehungsweise neu am Starten ist und wir jetzt gerade ziemlich Server unterbrochen haben, denke ich, dass wir und noch einen Kompass habe ich schon, danke. Ja, ich meine, jetzt sind wir am Server Disconnect. Und ja, da gibt es keine Zombies, da muss ich sagen. Auf dem Server. Schade, schade, schade. Doch, da gibt es Zombies. Da habe ich nämlich gerade einen gehört. Jetzt habe ich noch mal gerade einen gehört. So. Sie glitschen zwar durch Türen durch, aber... So. Wo habe ich jetzt der Zombie gehört? Irgendwo hat es einen Zombie. Du hast zumindest gehört. Ah, dort vorne. Hang gesehen. So. Zombie, ich kill dich noch. In der Stadt sollten wir ja zwar nicht mit Schusswaffen umgehen, weil sonst lockst die anderen an.
Darum nehme ich jetzt meine Pickaxe und versuche da zu töten. Wow, klingt bedrohlich. Alright. Wir sind getroffen worden. Nehmen eine Bandage und schauen mal, was passiert. Lebensanzeige habe ich nämlich auch noch keine gesehen. Also ich habe keine Ahnung. Wo wir Leben haben und so. So. Okay, da haben wir erfolgreich erledigt. Mit einem Kratzer. Aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, Großstädte sind auch immer so ein Problem mit anderen Spielern. Bin ich da? Nein. So, da bin ich vorher noch nicht gesehen. Oh, das sieht nach Hassen aus. Kann ich alles nicht brauchen. Ja, gerade weil ich sagen, die Türen kann ich nicht aufmachen, oder was? So, irgendwo hätte es da noch Zombies. So, genial gemacht, muss ich sagen. Bist du da auch nicht drin? Ja, gut, es leckt noch ein bisschen. Und der geht um. Aber ist kein Problem. Kein Problem. Wir haben es im Griff. Glaube ich. Wie gesagt, eine Lebensanzeige habe ich auch noch nie. Ich weiß nicht, ob das eventuell mit da zusammenhängt. Toilettenpapier, jawohl, das wäre gut. Es ist recht unübersichtlich. Und ja, ich weiß nicht, Arma 3 Interface, das gefällt mir einfach extrem nicht. Ich weiß nicht wieso, aber es ist extrem unübersichtlich aufgebaut. Und darum gefällt es mir einfach nicht. Das Spiel selber war genial, aber das Interface von Arma 3, das spricht mich einfach nicht an, weil eben das Problem ist, wo wird jetzt die Lebensanzeige angezeigt. Ich meine, ich kann den Hub, also der HUD, kann ich schon andere in dem Sinn, aber dort habe ich auch noch keine Option gefunden, wo irgendwie mit Lebensanzeige angehen ist. Das ist ein anderes Häusle übrigens. So. 1 Uhr habe ich schon. Painkillers kannst du auch immer gut brauchen. Für was auch immer, wenn du nicht merkst, dass du krank bist, aber ist okay. Oh. Oh. Anfield. Was habe ich da? Oh, eine Armbrust. Aber ich nehme lieber den Anfield. Kann ich die hier nicht da oben beim Messer haben? Nein, eben nicht.
Ah, jetzt weiß ich, was das für Dinge sind. Das sind viel. Ah, alright. Aber, ehrlich gesagt, behalte ich lieber die alte Waffe, weil die hat von denen und von denen habe ich nicht so viel. Boxshot, das sind nicht Boxshot. Was kann denn die? Ah, die kann 8er Boxshot, also nicht 2, Jung. Ah. Aha. Das heißt, die gehen gar nicht in die Waffen rein, oder? Oder doch? Doch, anscheinend. Anscheinend doch. Dann nehmen wir doch die mit. Was ist ein Rifle Melee? Was ist das? Ja, die Armbrust würde mir schon noch irgendwie gefallen, wenn ich ehrlich soll sein. Aber ja, ich hatte viel, was ich hatte, habe ich ja schon mal weggeschossen. Die brauche ich auch nicht. Jo, coole Sachen, die man da findet, aber wo bist denn du? So, Jungs, Mädels, das suchen wir noch und dann machen wir Break. Da haben wir ihn und das ist ein lauter Schuss gesehen. Und mit dem lauten Schuss verabschiede ich mich. Danke fürs Dabeisein beim Swiss Special und mehr verschwinde jetzt. So. What the fuck? What the fuck? Huh? Ah! Ah! Alright, Schießen in einer Stadt ist absolut nicht gut. Komm, nimm deine Painkillers. Ah! Come on! Okay, das ist unsere Lebensanzeige. Da sieht man es. Und natürlich auch unsere Sicht. So.
Okay, wie wir jetzt dort Leben wieder bekommen, na, das fraget mich mal nicht. Ich meine, ich habe ein Riffle Mail, keine Ahnung was das ist. Doch, er hat noch etwas zu essen, zeig mal. Alright, es wird aber nicht wirklich besser, muss ich sagen. Komm, wir schlucken auf deine Painkillers. Ja, was soll ich sagen? So. Würdest du jetzt da liegen bleiben? Eieiei, jetzt hat er aber wirklich Probleme. Hey. So. Gut, wenn wir jetzt unsere Gesundheit wieder bekommen, werde ich irgendwie in der nächsten Zeit anschauen. Zumindest haben wir jetzt schon etwas herausgefunden. Und das war's mit dem Swiss Special Let's Play auf Schweizerdeutsch. Danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!